ist wieder so Dirty Talk Chatting. Voll gickerig, Alter. Ich bin voll gickerig und dann so, und was hast du an? Ich bin gerade Blut. Ich bin gerade Blut. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Ich bin mal das erste Mal da mit der Hanna. Hast du verstanden, was ich gesagt habe? Mir geht's gut, wie geht's dir? Ah, perfekt, gut. Wir machen jetzt das Video und zwar muss sie schweizerdeutsche Wörter erraten. Ich habe schon auf ihrem Kanal österreichische Wörter erraten, das ist absolut wild geworden. Wie viel Erfahrung hast du denn schon mit der Schweiz so gemacht? Ich muss sagen, ich glaube, ich habe die Hälfte des Jahres in der Schweiz verbracht. Perfekt. Also mittlerweile sollte ich relativ viel verstehen. Wir sehen es. Also, wir gehen mal steil rein und zwar, was ist das Foodie? Foodie, das hört sie. Ist es ein Körperteil? Ja. Kann man sich verletzen? Ja, man kann sich jetzt Körperteil verletzen, oder? So etwas wie ein Arschloch? Fast. Also wie von der Farbe wie fast gemeint ist. Ich weiß nicht, was da in der Umgebung ist. Hintern. Ja! Hey, ich hab's straight, das ist so das Arschloch. Aber sagt man dort so, wenn man so Dirty Talk hat mit dem Typen, sagt man so, das ist so ein nice Foodie. Oder schick mal Foodie Pink. Was machst du, wenn du posten gehst? Dann geh beten. Wie random! Dann geh beten! Ich geh beichten. Hat nichts mit der Küche zu tun, gell? Es ist eigentlich, zum Beispiel, wenn du ausgezogen bist, dann musst du das schon ab und zu mal machen. Müll rausbringen. Müll rausbringen? Okay, wenn man auszogen ist, noch Wäsche waschen. Rechnungen bezahlen. Einkaufen gehen. Ja! Shoppen. Das ist mehr so ein bisschen so, wirklich den Einkauf erledigen. So Lebensmittel. Ja. Okay. Was ist ein Schnabeli? Nase. Mund. Oh, ich war so überzeugt gerade. Das ist Schnabeli. Heute Schnabeli. Du warst ja nah. Es ist das Körperteil. Das ist nicht mehr sass. Habe ich das Körperteil? Nein. Es ist ein Dick. Ja. Ein Penis. Ja. Ein Blöd. Ja, es ist Schnabeli. Aber das sagt man doch nur bei Kindern, oder? Ja. Also Verniedlichung. Ja. Aber wenn ihr Schnabel sagt, also zum normalen Schnabel, fühlt sich das dann komisch an? Nein. Ein Schnabel. Ist ein Schnabel und ein Schnäbeli ist ein Schnäbeli. Das ist ja offensichtlich. Ein Görbs. Mädchen? Ein Görbs. Es gibt auch als Verb. Ich görbse. Rülpse. Ja! Was? Hä? Wieso weißt du das? Keine Ahnung, weil ich so gut bin. Oh, scheiße. Ich görbse. Verraten. Du musst gerade görbsen? Nee. Okay. Ich muss tatsächlich nie görbsen. Kannst du extra görbsen? Na, gar nicht. Nein. Ich kann nicht, also ich weiß nicht, wo das herkommt. Kommt alles raus? Ja. Oh, das ist ein Wort, das gibt es in der Schweiz, gibt es mehrere Versionen. Kommt auf den Kanton drauf an, aber Gigampfi, Gireizli, Ritiseili. So scheiße nicht mehr. Gireizli hört sich an wie entweder eine Ziege oder ein junges Mädchen. Und ich kann beides nicht erklären. Aber es ist ein Nomen. Ein Kreuz. Du hast es sicher als Kind benutzt. Ein Schnuller? Nein. Es ist größer. Das Kind oder? Der Schnuller. Großer Schnuller. Noch größer. Noch größer als ein großer Schnuller. Was ist größer als ein Schnuller? Gar nichts. Steckt man sich das als Baby? Nein. Also man hat Spaß auf dem. Ein Pferd? Nein. Aber ja. Was war? Ist das Holz? Schaukelpferd? Nein, eigentlich nicht. Aber okay. Okay, ich gebe dir noch einen Tipp. Es ist auf dem Spielplatz. Eine Rutsche? Nein. Eine Schaukel? Ja! Eine Schaukel, Girazli. Ich finde ja gut, dass ihr so 10 verschiedene Begriffe dafür entscheidet habt, damit ihr euch nicht einmal untereinander mehr versteht. Ja, wirklich. Blut. Ja. Blut ist Blut. Ist das sowas wie so eine Beleidigung? Nein. Die Bläde Blut. Die Bläde Blut. Würde man in Österreich sagen. Ich bin Blut. Betrunken, besoffen. Ich bin so Blut, du hast keine Ahnung. Nein. Oh. Man sagt zum Beispiel auch Füdli Blut. Weißt du, was Füdli ist? Hinter. Ja. Füdli Blut. Pleite. Arschpleite bin ich. Aber Blut und Pleite. Ich bin im Arsch. Das sagt man doch so, oder? Das wird so richtig schlecht gehen. Ich bin im Arsch. Wenn du Sex hast, bist du Füdli Blut. Immer enttäuscht. Spaß. Ich guck dich an und du bist Füdli-Blut-Rot. Was ist man, wenn man Sex hat? Nackt! Ja! Splitterfaser nackt! Ja! Was wir in Österreich sagen? Budelnocket. Was? Budelnocket? Nocket. Das klingt wie so Nuggets, Chicken Nuggets. Budelnocket. In welchen Situationen bist du gickerig? In der Schule. Oh nee, okay. Also wär ungünstig. Das heißt so viel wie horny. Ja! Ja.
Weißt du? Oder? Nee, und dafür bin ich jetzt ausgegangen, weil die Schule da komplett falsche Ort ist. Das ist wieder so Dirty Talk-Chatting. Ich bin voll gickerig, Alter. Ich bin voll gickerig und dann so, und was hast du an? Ich bin gerade Blut. Ich bin gerade Blut. Du hast so einen nice... Das ist Schnappeli! Das ist Schnappeli! Ein Gutzli. Was ist ein Gutzli? Etwas Gutes. Eine gute Nachtgeschichte, gute Nachtlied. Ein Gutzli. Ich habe gerne Gutzli. Du magst das gerne? Kekse? Ja! Oh mein Gott, ja. Hä? Wie random? Wieso weißt du das jetzt gerade? Ich weiß auch nicht. Vielleicht wollte ich alles von der Weihnachtsdeko. Also, ein bisschen Okay, fair. Was ist ein Brünneli? Brünneli. Das kommt mir bekannt vor. Ja, es ist wahrscheinlich kein Brunnen. Ja, aber die Süßversion. Ein Brünneli. Ein süßer Brunnen. Also ein kleiner Brunnen. Ein kleiner? Ja, aber also es ist spezifisch. Aber ein Waschbecken? Ja! Oh, ja! Brünneli. Lavabo. Was? Ah, okay. Ja, Französisch. Aber sagen wir in der Schweiz auch. Ein Lavabo. Ich habe keinen Sprachaufwand, weil ich das Swat mache. Aber es ist auch Schweizerdeutsch. Wir sagen auch Lavabo. Ah, krass, ihr habt viele französische Sachen, aber... Ja, das stimmt. Isst du deine Böcke? Nicht so gern. Nicht so gern? Aber ab und zu schon hast du schon mal gegessen? Ja. Okay, ja. Das war nicht eine gute Antwort. Nee. Scheiße. Also es gibt Leute, die das essen eigentlich. Gebärmutter. Nach der Geburt machen manche, ja. Willst du gar nicht judgen an der Stelle? Was? Die essen die eigene Gebärmutter? Ich glaube die Gebärmutter. Oder Mutterkuchen? Mutterkuchen? Ist ja ein Kuchen. Ah ja, dann so ein Kuhflatte, ja, ist mir auch ab und zu. Also es ist etwas, was du ausscheidest aus dem Körper. Rotz? So Popel? Ja! Ah! Ein Böck! Es gibt auch in Zürich gibt's eine Tradition, dass jedes Mal vor dem Frühling der Böck angezündet wird. Aber das ist ein Schneemann. Den nennt man Böck in Zürich. Und der sagt voraus, wenn der Frühling kommt. Ihr habt echt coole Tradition. Nein, der Böck wird ab und zu angezündet. Ja. Nein! Damit wir wissen, wann der Frühling kommt. Was ist ein Gückel? Ein Hund. Huhn. Also ein Hahn. Ja, oh, weißt du das? Ein Gockel. Gockel. Ich glaub, ja. Die Gockel, und die Henne, und das Pipi. Boah, ist auch so lustig. Weißt du, wie es auf Französisch heißt? Nein. Gock. Cock? Ah, lustig. Gock. Finde ich lustig. Und meine Mutter hat so sie kann besser Französisch so ein bisschen. Und sie hat mit einem Engländer geredet und dann hat sie irgendwie sagen, dass mein Großvater einen Gückel auf dem Dach hat. Und dann sagt sie, yeah, he has a cock on his roof. Oh, willst du noch jetzt die Abmoderation auf Schweizerdeutsch machen? Weil ich habe jetzt so viel Schweizerdeutsch gelernt. Oh ja. Danke vielmals fürs Video schauen. Vergesst das Video nicht zu liken, Glocke aktivieren und natürlich nicht zu abonnieren. Ja! Yeah! Tschüss! Tschüss! Wie sagst du Gereizli? Wie sagst du dem? Was? Ciao, ciao! Sali. Ciao, Kakao, tschüss. Grüezi.